Hallo zusammen, Fegi is back in the kitchen. Ich habe euch vor ein paar Mal gesagt, dort, als ich den Burger gemacht habe, dass noch etwas fehlt dazu und das wären Brötchen. Es ist wirklich etwas ganz Einfaches, aber das machen wir heute. Weil es ganz einfach ist, braucht ihr auch noch ganz wenige Zutaten. Das wären 1 Teelöffel Salz, eine Packung Hefepulver, 400 Gramm Mehl und 220 Gramm lauwarmes Wasser. Jetzt können wir jetzt anfangen mit Kneten. Dann nehmt ihr eben alle eure Zutaten und tun sie in eine Knetmaschine rein. Ich habe jetzt hier eben mein Super-Duper-Gerät, das alles kann. Das kann man eben auch kneten. Ihr könnt es auch von Hand kneten, wenn ihr Lust habt, aber das ist eher aufwendig und vielleicht das Risiko besteht auch, dass nachher alles klebt. So würde ich es in einer Knetmaschine machen. Ah ja, da wäre noch etwas, wenn ihr halt alle Zutaten rein tut nicht alles Wasser rein, weil wenn ihr könnt immer noch ein bisschen nachgeben und halt jetzt mal ein bisschen rein und dann mixen und dann schaut ihr, ob es, wenn es dann noch zu trocken ist, dann könnt ihr immer noch nachleeren. Und wenn ihr auch schon alles rein da habt und ihr findet, oh, der Teig ist viel zu trocken, dann könnt ihr auch noch mal ein bisschen Wasser nehmen und wieder rein tun. Und so gibt es dann irgendwann hoffentlich den perfekten Teig. Dann nehme ich jetzt das Becken, das ich vorher das Mehl drin hatte, und tue den Teig vom Mixer hier irgendwie überbringen. Dann solltet ihr so eine runde Kugel formen. Also einigermaßen rund sollte sie sein, es nicht perfekt rund sein. So. Und dann tun wir die eine Stunde etwa ruhen lassen. Nachher tun wir es zuschneiden, formen und backen. Nachdem wir den Teig aufgehen lassen haben, tun wir als erstes mal den Ofen auf 200 Grad vorheizen. Jetzt geht es darum, dass wir unsere Brötchen formen und nachher in den Ofen tun. Wir haben jetzt hier schon mal ein bisschen Mehl ausgelegt, damit es nicht so klebt, Brötchen. Und ich denke, ich erwarte etwa 8 Brötchen, aber ihr seht dann nachher auf dem Blech, wie viele drauf sind. Und ja, ich tue es einfach mal hier ein bisschen zuschneiden. Ja, meine Vermutung war relativ gut. Es gibt etwa 8 Brötchen. 2, 4, 6, 8. Dann nehmen wir ein Brötchen und es ziemlich flach formen, weil sie gehen ja nachher auf. Und es geht jetzt hier eigentlich um Burgerbrötchen, weil wir wollen ja nachher dann vielleicht Burger mitmachen. Ihr könnt ja sicherlich den gleichen Teig auch machen. Wenn ihr runde Brötchen machen wollt, dann müsst ihr es eher ein bisschen rund machen, dann wird es so rundlich auf. Aber halt für unsere Burgerbrötchen machen wir eher flache. Das machen ihr dann mit allen und tun sie auf das Blech. Ja. Nachher kommen die geformten Brötchen 20 Minuten in den Ofen. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob es genau 20 Minuten sind, weil ich muss selber schauen, wie meine dann werden. Nach 20 Minuten schaue ich einfach mal rein. Vielleicht auch schon ein bisschen früher und ich gebe euch dann sicher Bescheid, wie lange ihr es drin habt. Das war mit eines meiner kürzesten Videos, die auf meinem Kanal sind. Außer das Bodelflip-Video und dort, wo ich meinen Kanal vorstelle, den Kanaltrailer. Ich hoffe, es hat euch gefallen und macht doch auch mal so Brötchen. Und dazu passt perfekt der Burger, den ich vor 2 Wochen, 3 Wochen aufgeladen habe. Ja, sage tschüss.